Merci Gary, liebe Gast, liebe Ehrengast, Vertreter von der Presse, Kolleginnen und Kollegen. Erlaubt mir als allererst, euch natürlich auch alles Gute am neuen Jahr zu wünschen. Gerade in Krisenzeiten wie denen heute wünsche ich euch viel Glück und eine gute Gesundheit. Nicht gerade ein Jahr also hier, dass der Krieg, der schon seit 2014 an der Ukraine herrscht, eine neue Form geholt wird. Wir haben jetzt mit einem klar illegalen Angriffskrieg zu tun, wo Russland, ein souveränes Land, als eine demokratisch gewählte Regierung attackiert. Tausenden unschuldige Leute sind bis Opfer von diesem unsinnigen Krieg gehen. Aber wir können nur hoffen, dass trotz den unzähligen Eskalationen und Provokationen vom Putin-Regime so sehr wie möglich eine diplomatische Lösung gefunden wird und Gewalt entfernt. Weltweit und auch heute zu Lützeburg ist viel mehr an Diplomatie investiert gehen wie an Militarisierung, weil die aktuelle Abrüstungsspirale wird noch mehr Konflikte zu springen. Neben den dramatischen Konsequenzen für die Dörfer an der Ukraine hat natürlich der Krieg aber auch Reperkussionen auf den Rest der Welt. Energieknappheit und eine Preisexplosion für quasi alle Güter, die wir konsumieren, macht noch hier im Land viele Leute leben viel schwerer und das direkt nur 2 Jahre Covid-Krise, die auch schon die sozialen Inegalitäten vergrößert haben. Wir befinden uns in einer Zeit, an der eine Krise die nächste schon angepackt wird. Soziale Ungleichheiten und Klimakrise führen zu sozialen Unruhen, Migrationen, Pandemien und Krisen. Das zusammengerechnet mit Überschwemmungen und Rückschritten sind keine zufälligen Geschehnisse, mit Teil von einer multidimensionalen Krise, die immer mehr gravierende Formen wird unholen, wo man nicht so sehr wie möglich einen anderen Weg finden. Als Regierung allerdings scheint das noch nicht so ganz verstanden zu werden. Die Kipp von den Premierminister Bettel aus einem gewissen Krisenmodus gerutscht, den aber just schenkt, daraus zu bestehen, die Krisen zu gerieren. Da, wo die Feuer gerade am höchsten brennt, wird probiert zu löschen, ohne aber den riesigen Schwelbrand in das so fast zu bekämpfen. Am Platz zu agieren und Feuer unter Such zu löschen, geht die Regierung immer nicht von einem Brand nur dem anderen überrascht und kann da just nach reagieren. Die Majorität an der Chambre scheint doch noch immer zu hoffen, dass sie just lang genug muss den Kopf über Wasser halten, bis das dann irgendwann zum Alle Muster kann zurückkommen, ohne zu realisieren, dass es vielleicht gerade das Muster war, das ganz angebrockt wird. Kolleginnen und Kollegen, als einer Rätsel von der Nation wird der Premierminister E-Wort immer nächst wiederholen. Verantwortung. Es wäre effektiv sinnvoll, wenn die Regierung im Moment die Verantwortung überholen. Das ist aber penibel, wenn das Wort von einem Premier an den Mund geholt wird, den am Neujahrsinterview geklungen wird, wie wenn hier nichts mit der Logementspolitik oder mit der Umweltpolitik für seine eigene Regierung zu tun hat. Auch richtig problematisch geht es, weil der Premier seine Regierung während den letzten Jahren eine klassisch neoliberale Politik verfolgt wird, die daran bestanden wird, sich so wenig wie möglich anzumischen und die freie Marktsache regeln zu lassen. Logement, Klima, Gesundheitspolitik, Steuergerechtigkeit. An all diesen Sujets gibt es riesigen Handlungsbedarf. Mit der Approche von der Regierung noch echt dabei Freiwilligkeit und Incentive setzen, für das der Markt sich selber so regeln. Wir los als Regierung nur 9 Jahre blau-rot-grüner Politik für unsere Verantwortung stellen. Den Tor von der Working Poor ist andauernd nicht mehr geklommen. Heute des Tages ist bald alle 8 Residenten hier im Land, die schafft, vom Armutsrisiko ausgesetzt. Lützeburg belegt immer den letzten Platz am europäischen Vergleich. Die Majorität bretzt sich nur darüber, dass sie den Mindestlohn gehoben hat. Aber sie hat just ein absolutes Minimum gemacht, das sowieso vorgesehen war. In Wirklichkeit müsste der Mindestlohn strukturell ein gut Stück mehr hoch gehoben werden, für das die Leute endlich anständig leben können. Als Link fordern wir aber auch,
dass die regelmäßige Anpassung vom Mindestlohn und Lohnentwicklung, wie das eben gerade geschieht, an den Automatismus umgewandelt wird. Für das Parteien, notamment DP, die das schon probiert haben, in Zukunft überhaupt nicht mit Möglichkeit kriegen, für das mehr wie nötig Adaptation zu blockieren. Wenn wir schon bei gerechten Salären sind, da komme ich natürlich nicht so lange, da besonders Sinn zu schwätzen. Das insgeheim Wort vom Jahr, den Index. Die Regierung behauptet, sie hat den Index gerettet. Dabei waren die überhaupt nicht davor, bis das Bemol von einem Tripartitsakkord massakriert wurde. Die einzig, für denen den Mechanismus also gerettet wurde, waren Patronat und Regierungsparteien selber. Die URL hat ihren Kampf aber auch noch nicht abgehen. Und die letzte Woche im Radio erklärt, den Indexsystem wir, ich zitiere, absolut asozial. Herr Reckinger, nicht den Indexsystem, das spiegelt Lohnverteilung am Land. Nicht den Index als asozial, mit die ungleich auf viel zu niedere Löhne, die dir die Leute für ihre Arbeit bezahlt. Auch verschiedene Leute einfach nicht wollen verstehen, aus dem Index keine Erhebung von der Löhne und das auch keine Sozialmesure, mit das ganz einfach ein Instrument für den Wert von der Löhne konstant zu halten und die Inflation anzupassen. Wenn wir schon bei 12% Working Poor sind, was man der bei den Tag ging explodieren, von der Saläre nicht gegen die Inflation und preislich angepasst gehen. Die Linke waren 2022 die einzig, die klar an zusammen mit MOGBL den Index verdedigt tun. Erinnert ihr euch daran, 2016 mit der LASAP sogar Wahlspots gedreht, an denen sie versprochen hat, mit ihnen ging es keine Manipulation vom Index geben. Und 2022 wird sie eben gerade den Index manipuliert. Zumindest auf dem Punkt, dass der LASAP aber wird sie ein bisschen beigelehrt. Weil heute geht es öffentlich so, dass sie keine geschlossene Position mehr zum Index hat und sich einer Diskussion über die zukünftige Manipulation unter einer Deckelung nicht mehr verschließt. Mit so einer bölischen Sozialdemokratie, wie braucht ihr überhaupt noch ein GP? Man nicht nur die Leute, die schaffen, leiden zu Lützeburg in der Armut. Den Unteil der Leute, die an Armut müssen leben, geht ungebremst darauf. Und das überdurchschnittlich stark an Abhängigkeit vom Alter. Kanner unter 18 Jahren haben hier im Land ein Armutsrisiko von 28,6%. 28,6%. Und das am reichen Lützeburg. Dabei könnt ihr noch, dass der Bildungsbericht klar weist, dass die sozialen Inegalitäten an unserem Schulsystem nicht aufgebaut gehen, sondern sogar verstärkt gehen. Das heißt, wenn der Premierminister Hofrich Mattdeelt seine Regierung in Verantwortung überholen, dann muss ich ihn mal fragen, für wen genau sie dann Verantwortung überhält. Überhält die Regierung Verantwortung für all die Kanner hier am Land, von denen mehr wie all feiert muss an Armut leben? Für all die Kanner, die dann nach vom Schulsystem vernachlässigt gehen und nie eine richtige Chance kriegen? Überhält die Regierung Verantwortung für all die Schüler, die müssen während der Schulzeit streiken gehen, für das die Regierung Klimakrise endlich seriös? Für die Jugendlichen, die in der Zukunftsangst und Panikattacken en vue von der Klimakrise, dem sogenannten Phänomen von Eco-Anxiety, leiden? Überhält die Regierung Verantwortung für all die jungen Leute, die von der Uni kommen, und für die muss sie jahrelang arbeiten gehen, ehe sie überhaupt mal darüber nachdenken, daheim rauszuplündern? Kaufen können für die Menschen nicht froh, sodass sie dem Wohlwollen von den Proprietären an ihren horrenden Loyen ausgesetzt sind. An einer Gesellschaft, an der nichts mehr Wichtiges gibt oder schenkt sie gehen wie der Privatbesitz, sind Lokatieren, die kostenlos, die sogar bei Minusgraden können Matten am Winter für um dir gesagt gehen, wenn sie ihre Loyen nicht mehr bezahlen können. Und die Leute, die sich dann zusammen dienen, für sich dann aber wenigstens zusammen in Dach über den Kopf zu delen, die von Gemengen, wie zum Beispiel der Stadt Asch, noch bekämpft und illegalerweise gar nicht angemeldet, wodurch sie auch noch all ihre Sozialrechte verlieren. Kolleginnen und Kollegen, wenn die Regierung Verantwortung überhält,
dann nicht für die Majorität von den Leuten am Land. Sie überhüllt vor allem Verantwortung für Proprietären, die dann Zukunft mit dem Minister Cox seinen Gesetz noch mehr einfach kriegen, skandalös hohe Loyer zu freuen. Wenn der Minister hat will den Loyer effektiv limitieren, dann hätte sich können einfach in unserer Gesetzesproposition inspirieren. Mit Protektion von den Lokatieren schenkt nie Priorität von dieser Regierung gewährt zu sein. Nur dem Kritik um Gesetzesprojekte aus allen Ecken immer mehr hart wird, aus Stanford von der geringer Präsidentin von der Logementskommission, die Leute hätten Gesetz nicht verstanden, weil, ich zitiere, der Minister ging doch kein Gesetz schreiben, der kontraproduktiv wäre. Da kommt mir gucken mal, was an dem neuen Gesetzesprojekt steht. Der Plafond vom maximalen Loyer wird von 5% auf 3,5% vom Kapitalinvestie aufgesagt. Tipptopp. Mir aufgepasst. Am selben Moment wird ganz neu definiert, was der Kapitalinvestie überhaupt ist. Das wird nämlich absurderweise in Zukunft nicht mehr am real investierte Kapital zu dienen, wir an die Evolution vom Logementsmarché angepasst gehen. Was ist das dafür eine Bremse, wenn das Limit alle Jahre munter und Uhren adaptiert kann gehen? Du winkt doch. Der Minister hat ein Gesetz proposiert, das kontraproduktiv ist, wenn Ziel soll sein, Lokatieren zu schützen und Loyer zu limitieren. Wenn die war, die Proprietäre weiterhin hohe Margen zu garantieren, dann haben die Grünen voll und schwarz getroffen. Genauso katastrophal wie das Gesetz oder die Projekt vom Gesetz, den im Moment im Tisch liegt, war das Beholen von den anderen Majoritätsparteien die letzten Wochen. Als erstes hat der Premier am Najos-Interview das Gesetz kritisiert, wie wenn hier nicht über die Feuerdächer und dem Christbäumchen entdeckt hat. Und dann hat doch der SAP behauptet, sie will zwar nicht damit d'accord. Seit über 20 Jahren explodieren die Wohnungspreise. Das Logement ist damit Ursache Nummer 1 hier im Land. Und am Platz endlich nicht mit Kap zu machen, macht die Politicienne auf Wahlkampf im Rücken von den Leuten. Kolleginnen und Kollegen, die Regierung überhält auch Verantwortung für die Großbetriebe. Trotz Rekordgewinner ist in den letzten Jahren immer nächst mit der Stranz drüber gefahren und hat ihnen Kado nur dem anderen gemacht. Soziale Selektivität wird ganz groß geschrieben, wenn es um Privatpersonen geht. Et Kind für Sinn, dass ein alleinerziehend Mann, der übrigens zu weit über 40% dem Armutsrisiko ausgesagt ist, dass der ein 50 € zu viel überwiesen kriegt. Wir bei den großen Betrieben geht das nicht so weit gesehen. Da kann der Bankensektor noch so hohe Profite machen, trotzdem kriegt er dann aber noch Millionen durch die Indexmanipulation geschenkt, weil es Hieblasch von Hilfen, der wäre aber ein bisschen kompliziert gewesen. Das geht aber noch lange durch, weil Dual, die fordert schon ist offensiv und wie von den Wahlen Steuererleichterungen. Es gibt mit Sicherheit viele Betriebe, für allem kleiner, die in letzter Zeit viel gelitten haben und noch um die Überlebung müssen kämpfen. Aber für die setzt die Union diese Entreprise sich nicht an, weil Steuern gehen auf Gewinner bezahlt. Eine weitere Reduktion von den Steuern wäre also just ein Wahlkado und die Betriebe, denen doch schon gut geht. Und es ginge gleichzeitig nicht finanzielle Mittel fehlen, für denen zu helfen, die dadurch bräuchten. Dabei ist die Steuerlast von den Betrieben in den letzten 30 Jahren sowieso schon immer mehr niedrig gehen. Über 2/3 von den Steuern gehen heute von den privaten Ménagen bezahlt. An den Undeel, den hält andauernd noch zu. Schon allein wegen der kahler Progression. Danke zur Erinnerung. Nicht die Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation, also Kado für die Leute. Decision Steuertabelle nicht anzupassen. Das ist die eigentliche Mesure, durch die bei allen Indextranchen nächste Steuerlage auf die Schaffung leicht gehört wird. Das ist nichts Neues. Wir wiederholen seit Jahren, dass wir für mehr Sozialgerechtigkeit endlich eine strukturelle Steuerreform in diesem Land brauchen. Mir die gibt es ja versprochen, wir wissen der Rolle gut, dass eine richtige Steuergerechtigkeit für keinen von den anderen großen Parteien eine politische Priorität ist. Um Platz eine strukturelle Steuerreform auszuschaffen, hat die Regierung sich für den einfachen Weg dezidiert.
Eine Steuererleichterung bis auf die Mittelschicht, hat der Finanzminister versprochen. Zufällig ein paar Monate für die Wahlen. Natürlich müssen die ähnlich Abkommenschichten steuerlich entlastet gehen. Auch das so mehr schon seit Jahren. Aber gleichzeitig müssen auch neue Revenue generiert gehen. Durch Beisätze von mir hohen Steuertore für Leute mit ganz hohem Abkommen und durch mehr eine konsequente Besteuerung von Kapitalgewinner. Weil, ob wir unseren Kasten geht, schlussendlich nächst die Tournee General von der Regierung. Wird nach mehr Suchen an der Staatskäse fehlen. Was wird als Exkurs geholt gehen, für Sozialmesuren aufzubauen, und wichtige Investitionen in Zukunft vom Land zu bremsen. Ein kleines Kado für die Wahlen, die Leute, die in die nächsten Jahre mit großem Erfolg müssen zurückbezahlen. Kolleginnen und Kollegen, ein einfacher Trick, wenn ihr politische Mesuren nicht umsetzen will, ist die Verantwortung in die Europäische Union aufzugehen. Und den wird als Regierung am Welt perfektioniert. 20 Jahren kämpft die Zivilgesellschaft zum Beispiel dafür, dass Lützeburg sich ein Lieferkettengesetz gibt, für die Betriebe endlich dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass hier Produkte am Respekt von den Menschenrechten und vom Umweltschutz hergestellt werden. Am 21. Jahrhundert muss das schon längst Normalität sein. Mehr hier im Land wird die Diskussion immer nicht aufgewirrscht, an dem es auf die Europäische Union verwiesen wird. Nicht manner penibel, eigentlich dieselbe Taktik als der Punkto Plattformarbeit, also Uber, Weedly, wie soll es heißen. Immer mehr Leute verkaufen hier Arbeitskraft über diese Weg, auch wenn es mangelnder bis nicht existente Reglementierung, die sie nicht anständig bezahlt, riskieren an Scheinselbstständigkeit zu rutschen, als sie kaum sozial aufgesichert. Heute brauchen wir schnellstmöglich ein gesetzliches Kader für die Leute zu schützen. Mit geschieht nichts, weil alle Responsabilität in die EU aufgegeben wird. Das ist doch lächerlich, dass der lützeburgische Kommissar für Arbeit überall reklamiert für eine Regelung auf Punkte Plattformarbeit, mehr seinem eigenen Land, wo seine eigene Partei den Arbeitsminister stellt, nicht auf dem Sujet geschafft wird. Natürlich brauchen wir via ganz viele Bereiche illegale Kader, den über die nationalen Grenzen rausgeht. Mir das verhindert doch nicht der Damit. En attendant, dass sich die europäischen Institutionen auf etwas Ähnlichem, das kann in diesem Fall noch ein bisschen dauern, also in der lützeburgischen Regierung Verantwortung zu überholen, aber am guten Beispiel 4 zu gehen. Im Fall von der Plattformarbeit wird das nur nicht kompliziert, weil Salariatskummer wurde eine detaillierte Gesetzesproposition formuliert, die mehr als die Lenk auch offiziell bei der Chambre angeregt haben. Die Majorität muss just nehmen, Kap machen und um ihren eigenen Kommissar zu Brüssel unterstützen. Das gravierendste Beispiel, wie die Regierung sich weigert, Verantwortung zu überholen, ist und bleibt aber der Klimaschutz. Und das ist inakzeptabel. Lützeburg hat den zweithöchsten ökologischen Fußabdruck direkt hinter der großen Fußballnation Katar. Wir funktionieren nicht nachhaltig und wir wissen das seit Jahren. Mit der Regierung erklärt uns, wir wären auf gutem Weg, weil wir in den letzten Jahren als Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen eigentlich immer respektiert hätten. In den letzten Jahren, während der Pandemie, durch Abkaufen von Bilanzen, haben wir Ziele angehalten von einem Akkord, der mal nicht durchgeht, für der Erwärmung um 1,5 Grad zu begrenzen. Wir machen den absoluten Minimum. Und als Engagement für den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sind viel mehr ambitiös wie in anderen Ländern. Und die Regierung verschließt beide an für die Realität. Wie kann es zum Beispiel sein, dass Lützeburg über seinen Pensionsfonds immer noch massiv auf fossile Energien, Fracking und Entreprisen investiert, die mit Menschenrechten nicht so ganz seriös wollen? Das aus ökologischen Gründen, aus sozialen Gründen, und franchement als gesunder Menschenverstand nicht zu verstehen. Kolleginnen und Kollegen, 4 Jahre sind hier, dass die Link 2019 an der Chambre eine Resolution angeregt haben, für das die Urgence klimatique sollte als solch unerkannt gehen. Ihr wisst, dass die anderen Parteien die Resolution, die wir uns aufgewirkt haben. Aber wenn eine Majorität sich schon nicht dazu bewegen lässt, den Term Urgence zu akzeptieren, wie soll sie dann kapabel sein,
die nötig politische Mesuren umzusetzen. Qui aurait pu prédire, il y a un an, la crise climatique aux effets spectaculaires? Das hat Emmanuel Macron, ganz guter Kollege von Xavier Bettel, als einer Jahresrede, von diesem Jahr wohlgemerkt. So lächerlich es klingt, genau das scheint das Problem zu sein. Wir schwätzen nicht recht seit gestern über die Klimakrise. Und wir haben Bannen und noch viele Leute draußen, die wissen ganz genau, dass es nicht mehr von der 412 was wir von der 12 und dass wir just noch können Steuern rumreißen, für die schlimmsten Katastrophen zu verhindern. Zeiten für kleine Reformen, wo ein Schalimo-Verbot oder eine Joghurtmaschine Klima gerettet hatten, die sind schon lange rüber. Wir sind mitten an der Klimakrise dran. Eine Krise, also ein Wendepunkt am Mundesport. Will man so viel fahren wie bislang, oder will man eine andere Politik machen? Die erste Option, die weiter so, kann nicht dann, falls sie für Leute, die das Ausmaß von der Krise noch immer nicht verstanden haben. Qui aurait pu prédire? Für all die anderen, die an der Realität leben, als klar, wir brauchen ein System Change. Wir müssen herauskommen aus der Logik vom ewischen Wirtschaftswachstum hin zu einer sozial gerechter und nachhaltiger Gesellschaft. Seit unserer Gründung kämpfen wir für ökosozialistische Veränderungen, wie zum Beispiel die Abfeiern vom gestaffelten Wasserpreis auf lokalem Niveau. Wir müssen überall dafür sorgen, dass jeder genug hat, für zu leben und dass gleichzeitig Verbrechen bestraft wird. Und dieselbe Logik die gilt auch bei der Arbeit. Eine strukturelle Reduzierung von der Arbeitszeit ist nicht nur überfällig. Es ist auch möglich, also sogar nötig, für die Arbeit mehr gerecht zu verteilen, an der Überproduktion entgegenzuwirken. Kolleginnen und Kollegen, 2023 die wichtigsten Decisionen für uns. Mit den Gemeindewahlen am Sommer und den Chamberwahlen am Herbst werden die politisch weiche Gestalt gehen für die nächsten 5 Jahre. Es darf keine 5 Jahre von weiter so gehen. Viele Leute führen allem Jungen haben keine Perspektive mehr. Versprechen, dass es den nächsten Generationen ein soll besser werden. Das Haut ist noch warme Luft. Sie sehen, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr so näher geht. Und dass es quasi unmöglich wird, sich als eigene Mittel aus der Armut zu befreien. Während immer mehr Leute dem Armutsrisiko ausgesetzt sind und nicht adaptierten kleine Wohnungen müssen kommen, wird gleichzeitig eine Minorität immer mehr reich und das auf Kosten von der Allgemeinheit. Während viele Junker unter Depressionen und Eco-Anxiety leiden, weil sie die Konsequenzen von der Klimakrise in 20, 30 Jahren gesehen, müssen sie nur gucken, wie die Regierung während Mainz den Spritverbrauch von dicken SUVs subventioniert. Als Gesellschaft schafft keine Perspektive mehr für die Leute. An den jungen Generationen möchte sich eine Roserei an eine Frustration brät, weil sie das Gefühl haben, und sie überrascht, dass sie nicht gehört, nicht echt geholt wird. Es gibt höchste Zeit, dass eine andere Politik hier im Land gemacht wird. Eine Politik, die nicht den Profit und den Besitz an erster Platz gesagt, sondern die das Interesse von der Majorität der Leute vertritt. Wenn die Debatten an der Chamber verfolgt, die weiß, wie oft Kräfteverhältnisse dort 2 gegen 50 sind. Die Linke sind ganz oft die Einzigen, die sich konsequent ersetzen für mehr Sozialgerechtigkeit. Die Armut wollen bekämpfen und nicht die Armen. Ein starkes Resultat von die Linke bei den Wahlen des Jahr wird ein Signal sein. Ein Signal an die anderen Parteien, dass Zeiten von weiter so rüber sind. Dass die Leute eine andere Politik wollen für eine Richtung von einer mehr gerechter, einer ökosozialistischer Gesellschaft zu steuern. Ein Signal, dass es nicht durchgeht, für soziale Gerechtigkeit und geringer Politik zu schwätzen, ohne zu handeln. Dass die Leute real Sorgen haben und sich nicht mehr mit billiger Angstmacherei für Ausländer auf der Stadt gar blicken lassen. Dass Opposition mehr ist wie inhaltsleere Propaganda, die je nur im letzten Politmonitor adaptiert wird. Dass der sichere Weg ausgedehnt wird. Eine Stärkung von die Linke wäre doch ein Signal in der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Umwelt,
und Menschenrechtsorganisationen, die Tag für mehr Sozialgerechtigkeit und Klimaschutz kämpfen. Ein Signal, dass hier Forderungen gehört gehen und dass es sich lohnt, für die Werte zu kämpfen. Schlussendlich wird eine Stimme für die Linke und eine Stärkung von die Linke ein Signal sein für all die Leute, die Tag für Tag am Hamsterrad drehen, die trotz Arbeit und Armut müssen leben. Gerade an Krisenzeiten wie der aktuellen ist es wichtig, die Leute aufzuweisen, dass die sozialen Inegalitäten, die Politik am Interesse von einer Minorität, Spekulation im Wohnungsmarkt und Klimakrise keine Naturgesetze sind. Wir alle gut unter der Hand. Als Aufgabe, und du mal daheim Job, werdet Sinn, an diesem Jahr die Leute mit einer Perspektive aufzuweisen. Eine Perspektive, dass es doch ähnlich geht, wenn wir es nicht blicken lassen, mit zusammen den Weg in Richtung von Gerechtigkeit und Solidarität. Und genau dafür stehen die Linke.